Herzlich willkommen für eine neue Sendung von ADR Tele. An Hai sind Hauptüberschriften von dieser Edition. Der Edukationsminister Meisch ist am Gang, unser Schulsystem zu zerstören. Dafür muss die Politik gestoppt gehen, förderte Fred Keut. Unser Gesellschaftsmodell geht auf den Kopf gehalten, mit immer mehr Französisch. Am Europaparlament kämpft der Ferner Karteiser weiter für den Lützeburger Spruch, an der hier sich Rednerpult noch immer nicht ausdrücken darf. Auch hierheim ist die Feststellung, dass am öffentlichen Raum die Lützeburgisch immer mehr verschwindet. Kurz vor aller Helgen fällt auf, dass ein Reikirfisch der Land zum Mols für viele Leute ganz schlecht accessibel sind, zum Beispiel an der Gemeinde Beeteburg. Der lokale Sektion zu Sössen leitet überdem ein Bauprojekt solid ummo. An Hai am Studio begrüßen Schleusen Süddeputäten Dan Hardy. Dan, merci, dass du bei mir am Studio bist. Mei ganz gern, Jelena, ich mein, wir müssen das schon mal kurz präsentieren. Dabei weilst du die Sendung haben wir oft überhölzt. Ja, wie was zu der ADR kommen? Also, es sind 2014 Mama bei der ADR gehen, weil Familienpolitik, die der ADR immer heisch halt mir auch ganz no leid. Ich meine, da ist auch vielleicht von daheim aus so. Seit plus minus einem Jahr sind ich auch Fraktionsmitarbeiterin bei der ADR. Da kann ich auch mein Input dann bei einer Art und Weise mitgehen. Wie mein Nummer selber sieht, sind ich ex-jugoslawischer Aufstammung, sind aber heute Lützeburg geboren und fühle mich seit Geburt und aber als Lützeburgerin. Anerei. Gibt ja dabei auch das behauptet, dass der ADR echt eine Männerpartei ist. Du musst das nicht ganz so verstehen. Nein, nicht richtig, aber wirklich nicht. Wir haben plus minus 700 Membern, die Frauen sind. Und die Tendenz geht immer mehr an die Flucht, weil Frauen sich auch bewusst sind, dass sie dürfen und können eine andere Meinung haben, was doch wichtig ist. Weil ich habe immer gesagt, es sind so viele verschiedene Meinungen, wie die Leute auf der Welt gehen. Dat als Frauen gleichberechtigte sinn, dat gesagt eben in dieser Sendung, wo man net Männer wie 5 Frauen am ganzen hun politisch ausso machen. Ja, genau. Ich meine, der Woman Power geht aber immer Bier op. Auch von dieser Platz aus notdringlich als herzlichst Glückwunsch und sein Altesse Royal de Großherzog Guillaume und Großherzogin Stephanie, denen mir viel Erfolg wünschen. Seger Altesse Royal dem Großherzog Henri an der Großherzogin Maria Theresa drücke mir als tiefsten Dankbarkeit aus für die Dienste, die sie unserem Land erwiesen haben. Diesen Monat hat den CSV-Premier Luc Frieden zu Straßburg ein Grundsatzried gehalten. Dabei hat er sich für die EU-Erweiterung stark gemacht, gerade wie wir Weiterfeiern von der Massenimmigration. 2 politische Punkte, die der Ferner Karteiser natürlich ganz kritisch gesagt. Kritik aber auch Herr Frieden, der am EU-Parlament Lützeburg als einziges Land die Ehespruch nicht schwätzen darf. Es schon gesot moderiert Mist Lützeburg schwätzt am Europaparlament, weil mir Lützeburg die einzig sind von den 27 Nationen hier am Parlament die Ehespruch nicht dürfen benutzen. Das ist ein Zustand, den für mich nicht zu erdrohen. Also ich weiß auch, dass ganz viele Leute zu Lützeburg das auch so gesehen. Es gibt Zeit, dass wir auch Lützeburg an den europäischen Institutionen abwerten und dass wir auch können hier in der Plenum Lützeburg schwätzen, wenn wir das da wollen. Madame le Président, Monsieur le Premier ministre, bienvenue dans cette Assemblée. Aujourd'hui, vous auriez dû parler luxembourgeois, au moins dans une partie de votre discours. Parmi toutes les nations représentées ici, la nation luxembourgeoise est la seule dont les représentants n'ont pas le droit de s'exprimer dans leur propre langue. Je vous prie donc de conclure sans tarder un arrangement administratif avec le Conseil et le Parlement, comme cela a été prévu par les conclusions du Conseil de 2005 et négocié sous présidence luxembourgeoise. La langue luxembourgeoise remplit toutes les conditions, elle est constitutionnellement reconnue, elle est notre langue nationale et administrative et elle est parlée sur tout le territoire. En ce qui concerne l'Europe, il est temps de réviser les traités par la voie d'une conférence intergouvernementale suivie de référendums dans les pays membres. La Commission et d'autres institutions et organes de l'Union ne cessent de s'arroger des compétences que les traités leur refusent, comme par exemple dans les domaines de la défense, de la santé ou du logement. En plus, la Commission n'est pas transparente.
Il faut réagir. L'Europe ne peut pas être une construction fédérale. Il faut qu'elle soit conçue comme une Europe des nations souveraines. Je vous remercie. Och haheem ginnet virun allem an eiser Hauptstadt vill Beispieler, dat ei Spruch ëmmer méi verschwindt. Fir kurzem huet dat de Fred Kolb am Staater Petrusdal feststalt. Stichwort Bone Schlupp. Tja, als Regierung ass nach zu dumm fir eich Spruch zu benutzen. Ja, eng super Ausstellung an der Petrus. An ge immer da ganz typisch wat zu Lützeburg geschiet ne. Englisch, Deutsch, Französisch gëtt benutzt an Lützeburgcht as net dabei a ganz krass sei geht dem Bone Schlupp an den Numm steht wohl net do, schi an die 3 andere Spprochen. An Lützeburgch ass anscheinend net wichtig, gëtt nimi gebraucht. Das ist Fakt. Mir gift op Schi verländeren, Beisting Lützeburg uwe. Mat ëmmer méi Franseich an de Kreechener Scholen gräit wie an der Berufsausbildung anlo och nach mat der Alphabetiséierung op Franseich simi am Gängen als Meesspruchechkeet ze verléieren. Mat ëmmer Manner Deitsch alle ze boiech. Dat ass eng gros Gefor fir als Gesellschaft noch fir d'Schoul, net nëmmen dats dort Kanner getrennt gin paradoxalerweis nennt den Herr Meistädter noch ze Summe wosse mit as net ze summen, das quasi pervers dat se neen kannner trennen. An dat es schmengen du geht net nëmmen drms, dats még Frankophonisierung ha am Land kree, wo den Herr Meich immer méi frankophoniséiert, dat sogang mat de Spielschulden op Franzisch, also ass Franzisch agefordert gin ass an de Krechen ass Franzisch obligatorisch gin get Berufsbildung op Franzisch. Edukateursbildung op Franzisch immer mé Leiit astat doch beim Staat, die just nach Franzisch können der Lettzeburgich méi. Techt mir hunn eng Frankophonisierung vun der Gesellschaft schon allo soll nach Schoul och kommen an ech menggen dats mat dommer der reis méichspruchechkeet an noch Lettzeburgcht op langfristig an der Deitsch natürlich Werte verleeren. An dat fährt menglech auch d'Identitéit vun eisem Land ganz stark beanträchtchen an Gesellschaft wie am men funktioniert. Du muss ich ganz gut bewusst sinn. Wéi du mat Trickserei vu mir meich firgein get loser, dats kind es mirgt. mir baue keng normalen Lycée méi just international Schulen. Dats eng Implodéierung vun eisem Schulsystem wéimere kann hun an de Garant war fir ze summe liewen d'Integrationun an noch fir beibehale vun eiser traditioneller Meesspruchechkeet, dat Getei opgin. Det Argumente vun eng Medikationsminister as jo eben dat se seet d'Alphabetisierung op Franzisch wie wichte ebe fir d'Integration der Federung kritisiert, dat net genug Integration oder net genug funktioniert am Land. Wann ihr wees, dass ihr begrad die multikulturelle Gesellschaft das ganz viel Junker wirklich, dass het für de eng Barriere aus, wann sie net können Franzisch eben alphabetisiert gehen, dass ihnen stängernde Welle, dass sie vielleicht nicht auf die Plätze kommen, wo sie sollen hinkommen, wo als auch Leute fehlt, könnt ihr dann einfach verstehen, dass in den duales System aufheiert. Weil soll ja dual sind, soll ja aber immer noch auf Lützeburg und Deutsch weiter gemacht gehen. Also das ist auch ein Barriere für viele Lützebäuer, das ja dann viele so Französisch ist. Darüber geht aber dann nicht geschwert. Und ich meine noch, dass man ganz viel kann von Ausländer hatten, die letzten Jahrzehnten haier Lützeburger Schul gemacht und ohne Probleme so ganz gut an heute ganz verantwortungsvollen Plätzen sind. Und das nicht so, wie das immer gesagt wird, dass eine Katastrophe ist. Kann ich etwas fordern, muss ich etwas fordern, geht auch etwas gefordert von allen Schülern und du kann ihn das auch weitermachen, so wie ihn lo gemacht hat. Natürlich kann ich weiter und verschiedene Hilfen schaffen. Das ist auch nicht mehr so, dass er muss an Anspruch so gut sein, wie der mal war, 34 Jahre für eine Premiere zu kriegen oder so ein Aufschluss, da das schon Ruf gesagt gehen. Aber das ist der Punkt, dass du mir ganz viel wieder so, mir ganz viel Ausländer hier am Land, aber wir müssen gucken, dass der Butte irgendwie zusammenhält. Wir brauchen eine soziale Kohäsion hier am Land, wir brauchen eine Gesellschaft, die zusammen schafft und dafür brauchen wir Integration. Eine Integration erreicht just von Kanner zusammen sie selbst Erfahrungen machen, zusammen lehren und zusammen halen. Aber wenn Kanner bis das gelehrt, wie das immer, das wird stärkt für Lützeburg Stadt machen, dann haben wir da doch für als Gesellschaft, dann haben wir da doch für Zukunft. Ich meine, das ist wichtig. Kann er zusammenhalen, kann er integrieren und zusammen sind wir stark. Seit dass der meischen Regierung ass gedëmmerem dat Wort Meesspruchechkeet benutzt. Ganz oft ass dat Wort Meesspruchechkeet en Trick, wann en wëll verstoppen, dats Manner Lützeburg geschwert gët. So mal so da wie den Punkt ja mit du hast freier Lützeburg gewircht, hallo was Lützeburg wie du da geht geantwortet ja, das eben Meesspruchig geht mir sie Meesspruchig wirst du Kind Meesspruchig geht das ist ein Trick für am Funk zu verstoppen, dass man Lützeburg geschwert geht, weil Apple scheint klar sie bei der Politik von mir meich durch den Lützeburger Spruch an der Meesspruchig geht kein groß
Rolle zu spielen. Die große Rolle spielt effektiv Französisch. Und das ist die Tendenz, die wir haben, wie so der Maisch, aber doch DP, sind am Gangen sind der Jahre Lützeburg zu frankophonisieren. Ein Spruch verschwindet dabei. Geht durch französischer Saat. CSV möchte das irgendwie matt, sowieso all damit matt machen. Und die vier Linksparteien sowieso, die sind sogar dann teilweise sogar froh darüber, das sind irgendwie egal, das ist unverständlich, wie das die Realität. Im Kirfech zu Hënschering, wo man schon 2020 et Gemeng opfuderen endlich mal etwas zu erholen, dass die Kirfecher Stand gesät gëtt. Das einfach nimmen penibel, heinst du, wann ihr hinkönnt an gesäit den wie traurig der ausgeseit, das neicht ënnerhalen, gëtt alles verkomme gelos an Schmenge van den ha gesäit schon direkt Bodem alles wie dat ausgeseit, dat das jo net immens. Ich mein, muss a wo bëssen Dignitéit weisen de Leiit, die verstürwe sinn an noch de Leiit, die haie Graf hunn, de joch viel Suen investéiert fir dat ze machen. An wann ihr bedenkt, dass ha im Kirfech Konzessioun fir e Graf dubel so deier ass wie zu Beeteburg van der Stadt nach Meichlem, das einfach ha nächt ënnerholget. An der letzter Legislaturperiode hatten sie schon versproch, sie gif net kurz vir de Wale machen, se net gemacht. Lohn se drëmmer am Koalitionsofkomme ze stoen. An ich denken, dats der doch am so Plan Bun gezun gëtt, bis du egent Appppesinn erholget, get einfach gesot ja okay, méi dat se net den Zweck vun gell. Also ich fand net ganz schlimm, dats van ener Leiit ha jo begraf kommen, dat se man net kënne mat ihrem Rollator oder mat ihrem Stack do egent vu go die ze fährte fir sech egent Apps ze brierchen. Gesäit den ha ganz viel Lächer, zum Beispiel do de Weh, ganz schlimm. Ne? Und dann ist überall alles verkommen. Das ist schon traurig. Wie gesagt, das hier sind eine Affäre, die leider schon jahrelang Mo. Und die Gemeinde, die möchte einfach dann so. Was soll ich sagen? Schönen guten Morgen, hier sind wir zu Süßen an der Gemeinde. Und hier haben wir gesehen ein Haus, das die Gemeinde Süßen gekauft hat, für über 2 Millionen Euro. Und da gehen 1,5 Millionen Euro an Renovationsarbeiten bestacht. Das Ganze für abordable Wohnraum zu schaffen, allerdings nur 2 Wohnungen. Für einen Vergleich zu gehen, gehen auf Berner Plätzen für rund 6 Millionen Euro 15 Wohnungen gebaut. Könnt ihr eine Rechnung machen und da kann ich einmal gucken, ob hier en bon père de famille zugeriert gehen oder echt zu Fenster rausgehalten gehen. Die Regierung hat versprochen, dass bei allen administrativen Demarchen neben dem digitalen weiterhin auch der klassische schriftliche Weg möglich ist. Das Versprechen gouf gebracht. Für den Chômage unzufroen geht der Lohn nach just online über Internet. Das stellt für die ADR eine Diskriminierung durch an die zuständige Minister als bei der mündlichen Frage von Dan Hardy und Trudere kommen. Der tritt unter Jahren dafür an, dass bei administrativen Demarchen neben der digitalen Version auch weiterhin die klassische schriftliche Version muss akzeptiert gehen. Da so den Chômage in Zukunft nach just digital kann ugefrot gehen, empfangen wir dafür als Diskrimination. Und da stimmen wir nicht allein mit dieser Kritik. Auch der Staatsrat, respektive die Chambre des Salariés, haben an ihre respektiven Avien einen Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip festgestellt, an dem es bestimmte Bürger ausgeschlossen gehen. Da muss ich noch feststellen, dass das, was die Regierung am Gesetzprojekt 8089 vorgesehen hat, für die Leute bei administrativen Demarchen immer den freien Choix zu lassen, zwischen einer digitalen oder schriftlicher Version hier also nicht mit zutrifft. Auch wenn am Kader von der Chômage-Demande bei der ADEM für die Betroffenen möglich ist, für sich vom zuständigen Personal an Sachen digital UFRO helfen zu lassen, so ist der Fakt, dass in diesem Fall kein schriftlich Demande mehr möglich ist. Wenn die Regierung hier eine Ausnahme möchte, da frage ich mich, was für Ausnahmen in Zukunft nacharbeit durchkommen, sodass die Gefahr besteht, dass immer mehr administrativ Demarchen nach just digital kann machen.
Ich wollte dafür von der Minister für Digitalisierung wissen, ob sich die Regierung weiter und ihr EU-Vorgabe hält, für weiterhin Beitmöglichkeiten anzubieten oder ob neue Mesuren an der Markt sind, wo nach den elektronischen Wege möglich ist und nicht mehr die schriftlichen. Merci. Merci, Herr Hardy, für das Frage, die effektive wichtige Sujet von der digitalen Inklusion abwirft. Der Gesetzesprojekt 8470, den unter der Responsabilität vom Arbeitsminister leitet, soll effektiv eine Obligation für die Demandeuren aufhören, für die Chômage-Demanden in Zukunft online zu machen. Parallel können die Chômeuren aber auch die Möglichkeit, sich auf die informatische Equipmente, die auf der Adam stehen, auch darauf können zurückzugreifen und auch dort können professionelle Hilfe kriegen, für sich auf die Plattformen zu kommen, für Demanden, für Chômage, für Demanden, für weitere Chômage-Indemnitäten und auch hier Einkommensdeklaration können aufzugeben. Mam Hauptargument, dem sexuellen Missbrauch von Kanner entgegenzuwirken, plant die EU-Kommission die sogenannten Chatkontrolle. Hanner dem Projekt verstoppt sich aber auch eng automatisch EU-weit Kontrolle von Chatten, den den Schutz von der Privatsphäre aufstellt. Lexi Schoss hat beim Premierminister no gehackt. Gehen aber nicht gezielt bestimmte Personen kontrolliert, mir theoretisch kann den Chat von jedem Rang so kontrolliert gehen. Da wenn es Deutschland sich auch lo dagegen ausgeschwart. Als RDR sind als der Konsumentenschutz, Datenschutz und Schutz von der Privatsphäre immens wichtig und wird kein verwundern, dass wir da wenn sie Sujet hier schwätzen. Den aktuellen Stand ist, dass Lützeburg der rezente Propos von der Verordnung, so wie sie lo vierleit, nicht unterstützt, was wir als ADR begrüßen, am Hinsicht auf den Chatkontrolle. Ich ging aber trotzdem gerne der Hinsicht dem Premierminister Feierfrohe stellen. Erstens, was sind bzw. waren für Lützeburg die Rotlinien, dass wir als gegen die Verordnung ausgeschwart haben? Zweitens, steht die Regierung hinter dem Briefgeheimnis, worin ja auch die elektronischen Messagen fallen, oder gibt es Situationen, wo die Regierung an Erwägung zieht, Briefgeheimnis abzuheben, weil ja, was für ein wären das? Die Regierung ist nicht der Meinung, dass die kann alle Bürger unlimitiert kontrollieren, was sie an den sozialen Medien machen. Und dafür ist die Regierung für eine zibliert, proportionelle Detektion von illegalem Material. Als Position, da ging eine generelle Überwachung an sozialen Medien, die hat gesagt, von Deutschland, ja, wir sind da mengenisch, nämlich Stalin, wie Deutschland, wie auch andere Memberstaaten, wir sind also nicht der Meinung, dass das alles generell soll überwachen. Der begrüßt die Gründung von einer lokalen Polizei. Ähnlich wie am Koalitionsakkord vorgesehen, hat der Bürgermeister aber keine Weisungsgewalt für Prioritäten zu setzen. So können die Gemengepolitiker weiterhin der Polizei, dem Parquet und der Regierung Schuld geben für die hohe Kriminalität. Was die Bürgermeisterin von den großen Gemengen hat zu Lützburg eben nicht die politische Responsabilität überholen wollen für das, was an ihrer Stadt passiert. Zum Beispiel Stadt Lützburg. Kriminalität geht immer mehr schlimm, Zustand auf der Gare, wie auch zum Bohnenweg, sie punktuell ganz schlimm. Aber Madame Bürgermeister gesagt hat am Stadter Wahlkampf an noch lo, moi, Lady Pulver, je peux rien faire. Sie an Ihrer Partei hat seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten immer den anderen Schuld gehen für die Kriminalität an der Stadt. Sie können nichts machen. Sie hat keine Moyen, etwas zu machen. Die Polizei ist schuld, der Parquet ist schuld, das Gericht ist schuld, der Minister ist schuld und die Regierung ist schuld. Mit die Pulver also so unschuldig wie die Jungfrau Maria. Hast du gesehen, die Adrenalin habt schon rum, sie hat nicht genauso. Ja, das sind sie immer. Wir wissen doch alle, dass sie gegen die Leute sind. Nee, das entspricht nicht der Realität und ich erkläre Ihnen für was.
Erstens, mir stief ja eng legal und kontrolliert Migration. Zweitens, viele Leute denken, wir hätten abs Kind Ausländer. Aber das stimmt gar nicht. Wir sind dafür, dass sich Ausländer und Lützebäuer sicher am Land fühlen. Und das geht just mit sicher Außengrenzen. Drittens, natürlich stehen wir auch für Asyl. Weil wenn eine Person mit ihrer Hautfarbe, Religion oder Nationalität verfolgt wird, wird er natürlich Recht auf Schutz. Die EU will, dass wir an einem Glashaus leben. Seit 2022 plant die EU ganz konsequent gegen die Pädokriminalität, also gegen Kannerpornografie vorzugehen. Und das ist natürlich immens wichtig. Es muss konsequent gegen Kannerpornografie vorgehen. Es muss das definitiv viel mehr streng bestrafen. Und die Leute müssen auch in der Club geholt gehen. Trotzdem, was will die EU machen? Sie meinen, sie müssten all eis Privatnachrichten scannen und die auch permanent überwachen. Sie wird zum Beispiel auf WhatsApp oder Signal und so weiter und so fort. Momentan ist es so, dass eis Regierung dem nicht zugestimmt hat und dass sie gesagt hat, dass sie nicht will eine Massenüberwachung haben. Aber wenn wir uns die Entwicklungen von den letzten Jahren angucken, zum Beispiel ein digitaler Gesundheitspass, den an der Macht ist, einen digitalen Euro, den an der Macht ist, den Digital Services Act, den ohne wirklich viel Gegewand ugeholt gouf, dann geht das definitiv engem zu denken. Für allem für uns als Adrenalin ist das immens problematisch, weil das geht gegen Freiheit, gegen Privatsphäre. Und du musst ihn stier du gehst bidden. Weil sie werden natürlich versuchen, diese Projekt nach dem anzupassen, an der Rumzwängen, Wort zu zwingen, und so weiter und so fort, bis das eben durchkommt. Mir als Adrenalin fand es also ganz wichtig, dass den du gehst stier bit und dass den so etwas nie, aber wirklich nie so lässt. Die EU ist nicht wirklich an allem so gut, wie das oft an der Schule gesagt wird. Und es muss sich auch trauen, kritisch gegenüber der EU zu stehen. Und ich denke noch, dass viele Junker, wenn sie ein bisschen mehr eben rangucken, auch wissen, dass es bei der EU ganz viel zu kritisieren gibt und dass so Projekte auf gar keinen Fall zu Lützeburg je dürfen realisiert werden. Das Erfolgsmodell Lützeburg basiert vor allem auf dem Fakt, dass ein Spruch ein Integrationsspruch ist. Kanner mat verschiedene Wurzeln, sie wird italienischen, portugiesischen, asiatische Wurzeln und so weiter, kommen zusammen an ein Grundschule, wo Lützeburgisch geschwatzt wird. Dadurch entsteht eine Sozialisierung an Integration von diesen Kanner, die durch Ausspruch eine Bereicherung für das Land gehen, weil Spruch mit der Kultur zusammenhängt. Und genau das geht durch die Aufhörung von einer Option für die Alphabetisierung auf Französisch an unserem Grundschulsystem verhindert. Der Kontakt zwischen den Kannern wird erschwert, und das, weil kein Kommunikationskanal da sind, also kein Spruch. Mit der sich Kanner die Lützeburger schwätzen, mit denen die Französisch schwätzen verstehen. Das ist wohl klar. Wir als Jugend unterstützen Heimat ganz konkret den von der ADR, so wie der Fraktionschef Fred Kolb sagt, wir müssen Politik vom Claude Meich stoppen. Wir fahren weiter mit einer Serie von Porträts von unseren Mandatären. Das lernt ihr die mehr privat seid von unserer Nationalpräsidentin an Ostdeputiert Lexi Schoß kennen. Salut alle gars, es sind Alexandra Schoß. Lexi genannt am Funk schon. Mein ganz Leben, also wenn wir Rosen mit mir waren, dann ist Alexandra gewesen. Ich bin heute zu Bertre, wo wir heute am Bus sind, heute abgewusst, sind heute in die Schule gegangen, sind dann auf die Fährte gegangen an die Stadt und dann auf Wien für Veterinärmedizin, also deren Doktor zu studieren. Mein Herz hat immer für Forschung am Funk auch geschlagen. Hobby von mir sind sicher mein kleiner Mupp, den ich schon noch mal laufen hören, was mein zweites Hobby ist, und am letzten kombinieren schon noch am Reisen. Wir sind am Funk, aber ich meine, ich bin ein Teamplayer, kann aber autonom arbeiten, kann auch Verantwortung überholen. Ich meine, das hätte ich mich auch nicht als Parteipräsidentin gemeldet. Stärkte von mir sehen, ich meine, ich bin ein ganz empathischer Mensch. Ich interessiere mich für ganz viele Sujets. Aber ich ganz sicher auch meine Schwestern, es sind immer alles auf die letzte Stüppel rausreckelt. Ich kann schlecht nie so und ich versuche noch den Leuten immer alles recht zu machen. Voilà. Also, die sieht, ich bin noch nicht perfekt, aber ich mache mein Bestes. Ich war am Anfang schon jedes Deputiert gesehen am Bezirkskomitee vom Osten als ganz normale Member. Da sind schon als Deputierten dran. Du hast meine Rolle am Anfang von der Fraktion zu berichten, aber auch politische Ideen auszuschaffen, die gerade den Osten betreffen. Und natürlich die öffentlichen Rendezvous, all die Veranstaltungen, die dann im Osten sind, die auch als Komiteesmembern interessieren, mit ihnen zu koordinieren und dann eben noch Flotmomente zusammen zu erleben. Als Parteipräsidentin leiden wir als 4 Werte, die auch in unserem Grundsatzprogramm festgeschrieben sind oder näher geschrieben sind, immens im Herzen, dass Solidarität, Gerechtigkeit, Freiheit und Nachhaltigkeit. Ich denke an Gerechtigkeit, die Wurst in dem Moment tun. Also gerecht, dass es Jugend muss über die Grenzen raus gehen. Nee, ich meine das nicht gerecht.
Ich denke an unser Pensionssystem. Wir kotiséieren haut, als Pensionen sind nämlich garantiert. Da setzen wir uns sicher dafür an. Das ändert Solidarität. Das Wert, den immer mehr in der Gesellschaft am Anfang ausstirbt. Vereinsleben stirbt aus. Wir auch heute können wir Pensionen als gut Beispiel hören. Wir halten darauf fest, dass dem Solidaritätsprinzip generationsübergreifend basiert. Wir aber auch, dass wir vielleicht irgendwann dahin kommen, dass die Breit schöllern, aber ein Mindestrend für die sozial schwach können garantieren. Freiheit, ganz wichtiges Sujet für uns. Eigentlich, wenn man an die Pandemie zurückdenken. Die Freiheit, wir hatten sie verloren. Sie wird die Freiheit auf Demonstrationen oder sie wird die Freiheit zu dezidieren, lassen ich mich impfen oder nicht. Das ist für uns ein Wert, der ganz hoch gehalten wird. Genau wie auch bei der Freiheit, Meinungsfreiheit. Immens wichtig. Wir sollen an eine Kultur kommen, wo wir diskutieren können, wo wir andere Meinungen akzeptieren, wo wir konstruktiv diskutieren. Das ist nicht immer alles schwarz oder weiß. Und wir müssen können diskutieren, als Meinung können frei sein und das ohne Zensur. Nachhaltigkeit, auch immens wichtig. Aber Nachhaltigkeit muss ein globales Approach haben. Es kann nicht sein, dass das von Öwenruf diskutiert oder diktiert wird, sogar nicht nur diskutiert. Es muss geguckt gehen, dass das umgesetzt wird beim Mensch selber. Der Mensch muss die Approche haben und dass die Gesellschaft, die am Funk Nachhaltigkeit dezidiert und auch, was sich am Funk umsetzt und macht, was nachhaltig ist, und dass am Funk das Umdenken, was den Himmel kriegt, das kann ich nicht durch Politik von Öwenruf diktieren. Voilà, da engagiere ich mich an der. Als Deputiert sind natürlich nicht nur responsabel für den Osten, wir sind aber heute gewählt gehen. Sujet, die mir am Herzlein aus die medizinische Versorgung, wo wir jetzt ansetzen wollen, sie hat eine Maison médicale, wann möglich, also da irgendwie ernst, dass wir aber viele Doktoren haben, auch gerade heute für Pädiatrie, als die immens wichtig, dass nicht Schiedferi muss immer direkt an den Staat fahren. Das gilt auch für den Norden natürlich. Wir haben auch geografische Verdelung von unseren Abtikten, von Deigarten, Hühn und so weiter. Da sind du auch nicht muss Kilometer nach Kilometer fahren, denken durch just eine Wander und dann auch an die selben Baustellen, die wir hier am Osten haben. Natürlich ein anderes Sujet, den auch ganz wichtig ist hier im Osten, ich meine, die Leute bald auf der Hand, das sind als Fenster, das ist ein Öno-Tourismus, wo auch ein Plan d'Action gehen, wo ich der Handwerk bleiben. Es kann nicht sein, dass die Fenster, aber auch Hotellerie, die ganzen Tourismus, die Restauration durch administrative Hürden immer Stangen an den Weg gelöscht gehen. Da muss man unbedingt etwas machen, weil wir leben hier im Osten ganz sicher vom Tourismus und ich meine, das ist auch näher so schön am Ländchen wie hier, wo die Sauer, die Felsenbrüche, Trieflansch, Museldufte spät an den Himmel wein uns möchte. Das war es für diese Sendung. Merci, dass ihr mit dabei wart. Guckt euch auf der Tele bei Apart TV oder auf unserer Facebook- und Internetseite. Bleibt gesund und bis geschwind.